hoffe, ich tue jetzt auch scharf stellen. Ich muss irgendwie noch ein bisschen anders stellen. So. Jetzt da schauen. Hallo Reisefreunde! Es wird schon fast dunkel hier, wo wir heute sind, aber es ist Zeit für ein Update. Wir müssen endlich sagen, dass wir wieder unterwegs sind. Wir sind in Deutschland, wir waren am Wochenende ja am Westfalia-Treffen und hatten einen Vortrag gehalten. Das ging ganz schön gut, wir hatten super Kontakte, hat Spaß gemacht, vor diesen Leuten über unser Reiseabenteuer zu berichten. Aber ganz und es waren sogar noch einige von euch mit dabei oder sind sogar extra gekommen. Das war so richtig cool. Vielen Dank für den Besuch. Das gefällt uns ja besonders immer, wenn wir Leute treffen, die uns eigentlich schon so ein bisschen kennen, aber wir sie noch nicht. Das wird ja höchste Zeit, dass wir das ändern. Genau, dass wir das mal drehen, oder? Und wir euch auch kennenlernen. Aber es gab halt so ein bisschen ein Problem. Zum Beispiel sowas. Ja. Es ist nämlich arschekalt hier in Deutschland. Ein Eiszapfen. Wir hatten bis zu minus 10 Grad und da haben wir natürlich auch geschneit. In Karl richtig gefroren. Wir sind momentan mit einem Heizlüfter am Zuheizen, dass wir das überhaupt einigermaßen aushalten. Ihr hört es auch unseren Sprachen an. Wir sind noch ganz schön verkältet oder erkältet, wie er in Deutschland sagt, nach der ITB, die übrigens richtig cool war, hat oder mich besser gesagt so richtig ins Bett gelegt. Ja, aber jetzt ist wirklich Zeit, um wieder unterwegs zu sein. Das hat natürlich keine schöne Vorgeschichte, dass wir jetzt wieder unterwegs sind. Ihr wisst es, unserem Kater ging es gar nicht gut. Der kleine Mann, 17-jährig, hatte einen Zungentumor. Und leider ist genau das eingetreten, wie es auch die Tierärztin gesagt hat. Es ging total schnell und er konnte gar nicht mehr fressen. Und es kam der Tag, an dem ich entscheiden musste, sein Leben zu beenden, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Und das war natürlich sehr, sehr schwer. Das hat jetzt auch einiges an Zeit gebraucht, damit wir das dann auch also zurückgekehrt bis zusammen auch noch aufarbeiten konnten. Der kleine Mann war lang Teil unserer Familie und jetzt ist er nicht mehr da und das ist jetzt schon sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder unterwegs. Es gibt natürlich auch ein bisschen Ablenkung in die ganze Geschichte. Genau. Ja, aber was ist passiert in den letzten Tagen? Wir sind seit Freitag wieder unterwegs, wie Steffi gesagt hat, am Wochenende in Gotha bei den Westfalia-Freunden. Vielen Dank Unimo für die Einladung, das war richtig cool. Heute Morgen waren wir dann in Leipzig bei Peace, Love and Om für ein richtig spannendes Interview. Da könnt ihr euch freuen, da kommt noch einiges auf euch zu. Da werdet ihr dann auch zum ersten Mal sehen, was mit Karl passiert ist. Weil als wir zu Hause waren, habe ich ganz schön an Karl rumgeschraubt und da hat sich einiges geändert. Es wird dann auch von uns mal noch eine Roomtour-Klappe, die zweite geben. Aber erst, wenn halt alles drumherum passt, wenn das Wetter stimmt und wir auch so richtig in Muse sind. Weil Roomtour-Videos, die sind immer besonders wichtig, dass die so richtig mit Schwung daherkommen. Ja, aber jetzt müssen wir schon mal noch auflösen, wo wir denn jetzt hier sind, oder? Jetzt hier gerade auf diesem Stellplatz hier. Wir sind in Erfurt. Wir haben uns die Krämer Brücke angeschaut, haben beim Dom eine Thüringer Rostbratwurst gegessen. Genau, beim Dom und diese Krämer Brücken, Trüffel probiert, super lecker übrigens. Danke Thorsten an dieser Stelle für den Tipp, die haben wir uns wirklich auf der Zunge vergehen lassen, war richtig cool. Aber jetzt wird es schon wieder so kalt, ich kann es euch sagen, es ist schon nicht so angenehm momentan. Nee, und das ist auch der Grund, warum wir zwar super viele Tipps von euch bekommen haben, was wir hier in der Region alles anschauen können und ich bin überzeugt, wir würden uns so richtig in die Region verlieben, aber es ist viel, viel zu kalt, um rauszugehen. Und oder um wandern zu gehen und die Drachenschlucht wollten wir ja noch erkunden und so weiter, das ist viel zu kalt. Das geht einfach gar nicht. Wir hoffen deshalb jetzt, dass es ganz, ganz schnell wärmer wird. Wir haben die Tage noch Termine in Köln. Danach geht es dann weiter nach Belgien, Luxemburg und Holland, wo wir ja dann Ende April speziell zur Tulpenblüte sein wollen. Und ja, hoffentlich. Ihr seht es, die Route, die hat sich nicht geändert für einmal. Wir machen genau das, was wir auch vorhatten und auch fast in dieser Zeitspanne. Genau. Ja, wie gesagt, heute ist ja Montag. Wir drehen das Video jetzt gleich und laden das dann gleich hoch, dass wir euch endlich mal ein Update geben können. Mit der Free SIM-Karte aus Frankreich. Ja, und
mit einer ganz neuen Qualität. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon bemerkt habt, aber wir sprechen hier in ein neues Gerät sozusagen. Genau, und wir müssen uns auch ein bisschen korrigieren, damit wir nicht dahin schauen, sondern dahin. Vielleicht habt ihr das auch schon bemerkt. Wir müssen uns auch ein bisschen an das neue Gerät hier gewöhnen. Und ich denke, sobald wir die ganzen Extras, die uns diese Kamera nun auch bietet, wirklich auch im Griff haben, werden wir dann mal so ein richtig cooles Special-Video zu der neuen Kamera drehen. Wir sind mega froh. Wir haben da eine neue Partnerschaft mit einer coolen Schweizer Firma, konnten wir eingehen und jetzt sollte sich die Qualität und vor allem auch die Tonqualität definitiv endlich verbessern. Ja, das ist eine der großen News. Viele weitere News, die wird es dann in den nächsten Videos geben. Da wartet noch ganz, ganz viel auf euch. Jetzt dürfen wir dann endlich unser Geheimprojekt für den Mai lüften und so weiter. Und ja, wir sind mega happy, sind wir jetzt unterwegs. Aber jetzt gibt es wie immer auch für euch noch eine kleine Aufgabe. Wir möchten wissen, was habt ihr so in den letzten Tagen gemacht, als es so irre kalt war? Wie kalt war es bei euch? Wer hat sich getraut, campen zu gehen? Oder wer war vielleicht sogar zum Wandern draußen? Lasst es uns wissen und schreibt einen Kommentar. Ja, das würde uns natürlich mega freuen. Wir freuen uns mega, wieder hier zu sein. YouTube hat uns ja schon ein bisschen gefehlt, so in die Kamera zu sprechen. Wir machen das ja schon sehr, sehr gerne. Mittlerweile gehört das zum Alltag dazu und ist total Routine. Und wenn man da nicht einfach so einen Kasten sprechen kann, dann ist es komisch. Ja, und sind ja wieder ganz schön viele Zuschauer dazugekommen, auch in der Pause. Herzlich willkommen an Bord bei Komm wir fast zu. Wir reisen noch alle 47 Länder, aber ich denke, das wisst ihr. Ich denke, das haben Sie mittlerweile herausgefunden. Ja, das wären eigentlich alle News. Wir sind wieder unterwegs. Traurige Vorgeschichte. Wir sind momentan in Erfurt und gehen dann weiter nach Köln und wir werden dann schon am Wochenende wahrscheinlich unser 29. Land in Angriff nehmen. Das haben wir ja schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht, wieder in ein neues Land einreisen. Das wird ja schon richtig spannend. Wir freuen uns mega, wieder unterwegs zu sein. Hoffen, wir werden jetzt noch ganz gesund und ja, dann lassen wir es einfach mal noch so ein bisschen schneien, in der Hoffnung, dass das jetzt die letzten weißen Flocken vom Himmel waren und sagen Tschüss bis die Tage. Bis die Tage. Es war ein kurzes Video, aber wir sind wieder da. Wir sind einigermaßen gesund. Wir freuen uns wieder mit euch auf Tour zu gehen und ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns wahrscheinlich am Samstag wieder, dann in gewohnter Regelmäßigkeit. Wann wir uns halt wieder vor die Tür getrauen, machen wir dann auch wieder Videos. Auch wieder ein Newsletter, Facebook sind wir wieder aktiv, also alle Kanäle werden jetzt wieder befeuert, wie wir das davor auch gemacht haben. Seid mit dabei, weil Europa ist geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.